Morgen miteinander, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind jetzt 2 Nächte in Borger gewesen. Es hat recht viel geregnet, darum gibt es auch kein Stellplatz-Review. Sagen wir dem so? Stellplatzbewertung gibt es leider nicht, weil ja einfach zu viel Regen. Ja, es hat wieder mal aus Kübeln geschossen. Und wir haben aber gleich so zwischendurch mal einen Moment Zeit gehabt, um ins Städtli Borger zu fahren mit dem Velo. Es ist sehr lässig, es ist ein herziges Städtli. Der Stellplatz, Campingplatz, ist auch sehr schön und sehr nah an dem Städtli gelegen. Auf jeden Fall sind wir die Hühnerberg. Also es ist ein Hühnergrab und auf Holländisch heisst es, glaube ich, Hühnerbett. Hühnerbett, das sind so... Das grösste in den Niederlanden sind wir anschauen. Ja, für die nicht wissen, was das ist, das sind so Steinanordnungen von der Steinzeit oder so. Es ist halt schwierig, weil es ist wieder vieles oder gar nichts auf Deutsch angeschrieben war. Es ist alles ein bisschen Rätselraten für uns. Und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Papenburg, weil morgen, also am Sonntag, gehen wir dort etwas ganz Cooles anschauen, wo wir uns schon die ganze Ferien darauf freuen. Und zwar gehen wir in die Meierwerft auf Papenburg. Und da sind wir mal gespannt, was uns da erwartet und was wir da Spannendes werden dürfen sehen. Für die nicht wissen, was Meierwerft ist, das sind die grossen Kreuzfahrtschiffe bauen. Also AIDAs und all da die 300 Meter langen Kreuzfahrtschiffe halt. Das wird sicher spannend. Ja. Mal schauen, wie nah dass man hierher kann und was man alles sieht. Also das ist ja riesig, die Werft. Wir haben nämlich mal eine Dokumentation gesehen und haben gefunden, das wollen wir auch mal anschauen. Einstein ist es. Ah, das war Einstein vom Schweizer Fernsehen. Ja, also, da wäre jetzt volle Kanne voraus. Ein Luzerner! Soll ich jetzt hier nebendran? Ja, geh daher. Wir sind hier tiptop in Papenburg angekommen und der Parkplatz hier ist sogar gratis. Also da haben wir zwar nichts so von wegen Versorgung und Entsorgung und so, aber es ist gratis, du kannst gratis pfusen. Und das Beste ist, du bist da wirklich in Gehdistanz eigentlich weg vom Papenburg Zentrum. Und heute müssen wir jetzt noch die vorbestellten Billette holen im Schiffsmuseum. Also das altes Schiff, das hier an der Rathausstrasse eigentlich steht. Das ist vielleicht 5 Minuten zu Fuß. Das müssen wir machen. Und jetzt stehen wir hier aber neben den Schweizer, Luzerner. Und jetzt schaut mal, was die für eine coole Idee haben, zum Anzeichnen, wo das überall sind oder respektive aufschreiben. Das finde ich noch eine geile Idee. Ich zeige euch das. Die haben hier oben auf der Markise haben die ihre... Ich habe schon viel erlebt. Oh ja. Wo das die überall sind. Kaukasus. Irgendwie müssen wir das auch noch machen, damit wir am WOMO... Aber ich will es eben eigentlich nicht zukleben. Aber das finde ich noch eine gute Idee. Dort oben stört es nämlich nicht. Könnte man vielleicht auch so etwas machen. Ja. Wer sonst eine gute Idee hat, sich quasi die Orte, wo wir waren, am WOMO zu verewigen, bitte Comments, wir lesen es lesen und ja, wer weiß, vielleicht hat jemand von euch eine gute Idee. So, gestern haben wir unsere Tickets hier in dem Museumsschiff geholt und haben dann eine Nacht auf dem gratis Parkplatz direkt beim Roten Kreuz, das ist etwa 100 Meter von da, verbracht. Es war relativ laut, aber es war okay. Und ja, jetzt geht es dann los.
14:00. Jetzt sind wir gespannt. Ich bin gespannt, vor allem, wie lange das es geht. Und zuerst muss ich aufs WC. Meinst Ja, krass. Mega eindrücklich. du? Und schon auf ins nächste Kino. Ja. Die Geschichte der ältesten Werftfamilie in Deutschland begann am 28. Januar 1795, als Wilhelm Rolf Meyer die Werft gründete. 100 Jahre zuvor zog sein Großvater, ein Schiffszimmermann, von Völln nach Papenburg. Nach einer Überlieferung musste er zuvor seinen Namen ändern. Denn bei der Anmeldung im Einwohnerregister sagte ihm der damalige Pfarrer: Jansens habe ich schon genug, ab heute heißt ihr Meyer. Unter der Leitung seines Sohnes Franz Wilhelm Meyer liefen weitere 55 Schiffe vom Stapel. Damals wurden noch alle Schiffe aus Holz gebaut. Dies sollte sich erst ändern, als sein Zweitgeborener gegen seinen Willen Schiffbauer wurde, Josef Lambert Meyer. Er sammelte Erfahrungen auf fortschrittlicheren Werften in Amerika und brachte ein Buch mit, in dem er die besten Schiffsmodelle skizzierte. Er war sich sicher, die Zukunft gehört dem Eisenschiffbau. 1913 entstand das wohl bekannteste Schiff, die Götzen. Es wurde auf der Werft in Papenburg gebaut und dann in Einzelteilen in Kisten nach Afrika verschickt. Dort errichteten die Papenburger eine Werft und bauten das Schiff wieder zusammen. Josef Franz Meyer arbeitete bereits vor dem Krieg in der Werft. Nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1951 übernahm er mit seinem Bruder Gottfried die Werftführung. Sie wagten eine Neuorientierung und begannen mit der Erschließung internationaler Märkte. So wurde 1955 das Kombischiff Mauritius fertiggestellt. Die Schiffe auf der Werft wurden komplexer und größer. Es wurde immer schwieriger, sie vom alten Werftgelände durch die schmale Durchfahrt der Eisenbahnbrücke zu bekommen. Schließlich wurde dieses Nadelöhr zu klein, als Josef Franz Meyer im Februar 1974 den bislang größten Auftrag der Werftgeschichte annahm. 6 Gastanker für Russland, die 3,5 Meter zu breit waren. So begannen noch im selben Jahr die Bauarbeiten für eine neue Werft auf dem heutigen Gelände.
Schließlich wagten sie es 1985 auf der Werft ihr erstes Kreuzfahrtschiff zu bauen, die Homerik. Nie zuvor wurde ein Schiff dieser Größe quer zu Wasser gelassen. Damit startete der Aufstieg des Familienunternehmens zu einem der heutigen Weltmarktführer im Bau von Kreuzfahrtschiffen. Wenn wir die mal gerade vergleichen, die alte Homerik da hinten, hatte ich gesagt, ist 200 Meter lang und unsere Quantum of the Seas hat eine Länge von 348 Metern. Fehlt nicht mehr viel, haben wir das Doppelte. Und während da hinten 1100 Passagiere drauf können auf das Schiff, fährt dieses Schiff in der Regel mit 4200 Gästen an Bord. Dann kommen noch 1800 Mann dazu als Besatzung, sodass insgesamt, wenn das Schiff aus dem Hafen fährt, ungefähr 6000 Menschen an Bord sind. Das ist eine richtig schöne kleine Stadt. Also da muss man unbedingt noch mal hergehen. Das ist so interessant. Und wir haben jetzt das Glück gehabt, wir haben zwar niemanden gross gesehen arbeiten, aber sie sind am Arbeiten. Aber dafür haben wir eine volle Aussicht gehabt, ohne irgendwelche Kräne dazwischen. Auf das ganze Teil des Schiffs. Und es ist gigantisch. Also es ist wirklich, und 12,90 €, das ist ein Pappenstiel. Also es ist Unbedingt also, machen. Das ist wirklich genial. Also ich glaube, wenn wir das nächste Mal gehen, sieht man eine andere Bauetappe. Und ganz wichtig, wir haben gelernt, immer März und September verlässt das Schiff das Dock. Und das ist natürlich etwas, das wäre schon einmal cool, das mal zu sehen. Ja, und von da ins Meer rauszubringen, geht ein Tag und eine Nacht. Und das ist Präzisionsarbeit, also wirklich auf höchstem Niveau. Ja. Und da sehen wir jetzt gerade noch so ein Stück, das ist vom neuen Schiff. Das ist 120 Meter lang.
Das ist jetzt hier am Lager quasi, draussen, am Warten. Eins wird innen noch gebaut und wenn das grosse Schiff, das jetzt drin ist, fast fertig ist und rausgeht, kommt das rein, dann tun sie es zusammenschweissen und dann wird noch das letzte Stückchen gebaut. Und was auch ist, sie arbeiten hier im 3-Schichten-Betrieb, eigentlich das ganze Jahr, ausser an Weihnachten und Ostern. haben sie einen Tag, wo sie nichts machen. Aber sonst ist der Betrieb 24 Stunden am Laufen. Und was ganz krass ist, die sind im Zeitplan, weil sie müssen sonst Konventionalstrafe zahlen. Sie haben noch nie, also was schon passiert ist, 2 Tage zu spät ausgeliefert, das Schiff. Und ich meine, Maximum. Und das ist Präzisionsarbeit, also auf gewaltig hohem Niveau. Ja, und sie müssten pro Tag 450'000 € Strafe zahlen pro Tag, die sie nicht ausliefern. Genau. Also da lohnt es sich, pünktlich zu sein, würde ich sagen. Ich muss auch sagen, die Führung ist super gut gemacht worden und man hat wirklich auch einen guten Einblick bekommen. Sie zeigen es anhand von Filmen zeigen, weil das ist so riesig, du kannst das gar nicht vorstellen, sonst, wenn du keine Ahnung hast. Aber wir haben jetzt ein bisschen eine Ahnung. Wir kommen jetzt voll draus. Was auch noch recht krass ist bei dem Ganzen, also so ein Schiff kostet zwischen 800 und 900 Millionen € ungefähr. Nein, 900 bis 1 Milliarde. Okay, 900 bis 1 Milliarde. Auf jeden Fall, das richtig Krasse ist, die Anzahlung von dieser Reederei, die das bestellt, die müssen nur 10% anzahlen. Das heisst, die Werft Meyer schiesst 800 Millionen vor. Bis 900. Bis 900. Das finde ich mega crazy. Ja, aber sie sind eben so gut, darum zahlen die Leute auch, weil sie wollen ein super Produkt. Ja, offensichtlich. Ja. Wir hoffen, euch hat der Rundgang durch die Werft gefallen. Also wir können es nur jedem sehr empfehlen, weil es ist wirklich, also wenn wir wieder mal da Richtung Norddeutschland fahren oder weiter, wir werden sicher nochmal irgendwann einen Stopp dort einlegen, weil es ist wirklich extrem spannend und es ist auch nie gleich, weil natürlich die Etappen auch immer verschieden können sein, je nachdem. Wir haben jetzt heute mega Glück gehabt, dass wir so einen grossen Teil vom Schiff gesehen haben. Es hätte auch können sein, dass in dem Schaufenster, wo man sieht, ein Kran davor gestanden wäre oder so, da sieht man nicht so viel. Ja, jetzt sind wir weitergezogen in Ahaus. Genau, Ahaus sind wir jetzt gegangen. Wir werden hier übernachten auf einem gratis Stellplatz, weil morgen gehen wir nochmal über auf Holland. Und zwar, ich weiss nicht, wie der Ort heisst, wir gehen in Obelink. Der Obelink, das ist auf 65'000 Quadratmeter, was das Camperherz begehrt. Genau. Und das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Ich bin schon mega gespannt auf den Laden. Könnt ihr einen teuren Tag geben morgen? Oh ja. Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.